Und damit herzlich willkommen, ihr liebe Leute, zum neuen Let's Play. Um ehrlich zu sein, ein neues, altes Let's Play. Und zwar tauchen wir wieder in die Materie von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard auf Pelzig ein. Es sind neue Zusatzinhalte erschienen. Und zwar End of Zoe und Kein Held, Not a Hero. Ich werde heute Not a Hero, beziehungsweise kein Held, Let's Player. Ich weiß, ich habe es ursprünglich als Stream versprochen in Stream von, wie war's? The Evil Within 2, genau, du habe ich es versprochen. Aber es haben sich wieder neue Umstände ergeben. Ich kann nicht... Also ich habe keine Zeit bis Weihnachten mehr, aber ich will es unbedingt spielen, verdammt nochmal. Deswegen habe ich so einen Kompromiss gemacht, dass ich alle 2 Tage die Resident Evil Zusatzinhalte hier veröffentliche werde auf meinem Kanal. Ich habe leider nicht Zeit genug, das täglich zu veröffentlichen, und End of Zoe muss ich erst noch runterladen. Das heißt, wir machen hier kein Held heute die erste Episode, und am Montag erscheint dann die nächste Folge zu Not a Hero, Chris Story. Ethans Kampf ist vorbei, aber es gibt noch ein letztes Problem zu lösen, und diese Aufgabe fällt Chris Redfield zu, einem Veteran im Kampf gegen den Bioterrorismus. Ja, Chris Redfield ist allerdings ein Veteran, könnte man sagen, und ich finde es schön, dass er da wieder so wie in Resident Evil End so ein bisschen aussieht. Nicht dieses muskelbepackte Monster ist, wie er es in Resident Evil 5 war. Das war ja absolut schrecklich. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich wieder mit Facecam aufnehme. Das heißt, ich habe jetzt wieder hier dieses Augenkoordinationsproblem zwischen PC und zwischen Facecam, die hier direkt vor mir ist, und natürlich dann wieder aufs Spiel konzentriere. Ja, das Spiel, beziehungsweise hier das DLC, das wurde ja eigentlich eher als Action geladen bezeichnet. Da bin ich mal gespannt. Zoes Ende ist: einige Wochen nach den Ereignissen von Kein Held ist eine neue Gefahr aufgetaucht. Joe Baker, Jacks Bruder, muss sich dieser Gefahr mit bloßen Fäusten stellen und dem Leiden seiner Familie ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Okay, da sieht man schon Joe Baker, das sieht ein bisschen aus wie Rick nur im Krieg gegen die Saviors bei The Walking Dead. Bin ich ja auch mal sehr gespannt. Aber das ist doch schön, wenn ich dann hier wirklich chronologisch das Ganze mache. Zuerst Not a Hero und dann noch Zoes Ende. Not a Hero ist übrigens gratis, während Zoes Ende 15 Euro kostet. Jo, aber wir legen mal direkt los, würde ich sagen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Oh, freue ich mich da jetzt drauf. Habe ich schon das ganze Jahr drauf gewartet. Herrlich. Los, kein Ladebildschirm. Ich will, dass es losgeht. Aber in die Steuerung muss ich auch wieder reif finden, merke ich. Ein neues Spiel starten. Ja, da reißt der Moschee die Gosch auf hier. Wir machen mal einfach. Wenn Sie hauptsächlich die Geschichte und Puzzles erleben möchten, wenn Sie für etwas mehr Action bereit sind. Ja, das habe ich irgendwie beim anderen Deal gemacht. Das war nicht so schön. Ich mache jetzt einfach mal einfach. Operation Lauernde Furcht. Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied der BSAA viele Bioterrorismuskrisen in seiner langen Karriere überwunden. Jetzt hat er Umbrella wiedergeboren als privates Militärunternehmen? Nein, nicht lesen können. Auf jeden Fall war der Bruder von Zoe nebendran noch zu sehen, der Lucas. Fucking Company. Ist das jetzt? Ja, das ist Lucas Baker. I can't help it, man. We've got work to do. Okay. Lucas war ja der Spitzel für die Leute hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Did we lose him? No. Ethan Winters has been secured. He's alive and well considering. And Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. Okay, das habe ich mir gedacht und habe ich gehofft. Sehr schön. Zurück zu der Mine anscheinend, oder? Ja, wieder in die Salzmine.
Okay. So, das ist anscheinend die Kamera. Umbrella System. All right, I'm in the mine. Okay. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? 3 of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Gut, hier bin ich jetzt auch wieder. Ich habe mal schon gedacht und hab's gehofft, dass Lucas Baker hier der Endgegner wird und dass das hier noch der Ereignisse spielt. Das heißt, Ethan wird jetzt in Sicherheit gebracht mit Mia. Und jetzt spielen wir Chris, der hier noch was zu erledigen hat. Und zwar Lucas, dem die Flucht gelungen ist. Der ist jetzt hier offensichtlich unseren Hans im Glück, den wir verfolgen müssen. Ich muss gerade mal gucken, wie die Steuerung war. L3 war Renner, L2 war Zieler, L1 war Schutz, R1 hat nix und R2 wird Schuss sei. Kreis war nix. Hier war Inventar und X war A nix. Okay, taktisches Messerhammer. Wir haben eine Samurai Edge AW Modell 01, eine speziell für die Vernichtung von Biowaffen konstruierte Pistole. Albert Wesker Modell, sehr geil. Verfügt über enorme Schusskraft. Das ist unser Pistol. Eine Thors Hammer AW Modell 02 Hammer A noch. Eine für die Vernichtung von Biowaffen konstruierte halbautomatische Flinte. Albert Wesker Modell, verfügt über enorme Schusskraft. Ja, der scheint wohl viel hier in Memoriam erlebt zu haben. Arzneispritze. Eine schnell wirkende Arznei, die etwas Gesundheit wiederherstellt. Handgranate, eine Mehrzweckhandgranate. Ihre Explosion ist stark genug, um mehrere Gegner auf einmal umzuwerfen. Umbrellas Ziele, ein Brief, der Umbrellas neue Ziele erläutert. Und Einsatzbesprechung Dokument. Ein Dokument, das die Operation Lauernde Furcht beschreibt. Aber ich mag jetzt erstmal hier Umbrellas Ziele mir angucken. Kann ich das lesen? Ja. Für viele von ihnen ist dies ihre erste Mission bei uns, darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Oh, cool. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solches Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Okay, cool. Sieht aber ein bisschen anders aus, das Logo mittlerweile. Ja, ich muss auch noch dazu sagen, sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, wenn es hier so dunkel ist, ich habe hier nicht extra eine Rolllader oder was runter gemacht, es ist einfach draußen so dunkel. Ich meine, wir hängen jetzt Mitte Dezember, es ist stark bewölkt, zwischendrin regnet es, doch sieht es halt mal so aus, sorry. Operation Lauernde Flucht, Missionsziel, extrahieren Sie Lucas Baker, Ort Dalvey, Louisiana, USA, Baker anwesend, Gefahrenprofil, Molded, Alpha-Variante, andere, Antipersonenfallen, teilweise tödlich. Hinweise: Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Ah, okay, das heißt, Chris ist auch nur ein Söldner für die Umbrella Corporation, er ist kein fester Mitarbeiter, sondern nach wie vor bei der BSAA, das ist dieses Sonderkommando gegen Biowaffe, und ist hier wohl gemietet für den Einsatz. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil: Lucas Baker. Mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation Die Connections. Rolle nicht bestätigt. Hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Profil: Die Connections. Kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Gut, weiter kann ich mich jetzt nämlich drücken. Aber ich würde sagen, wir kennen ja die Gefahren, die hier lauern. Wir kennen ja die Schimmler, das sind ja alte Freunde von uns. Und ansonsten sollte es ja eher nicht hier, Not a Hero soll ja nicht so Survival-Horror-mäßig drauf sein, wie es Resident Evil 7 Biohazard das Hauptspiel war.
sondern das soll ja eher actiongeladen sein, aber halt aus der Ego-Perspektive. Ich würde sagen, das ist so ein kleiner Rückschritt zu der Resident Evil 4, 5 und 6. Und ich sag doch bewusst Rückschritt, weil Resident Evil ist meiner Meinung nach eigentlich Survival Horror. Das war damals 96 der Inbegriff vom Survival Horror. Und ich finde, mit Resident Evil 7 sind sie doch eigentlich verdammt gut weitergegangen. Das haben sie richtig toll gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Nur zum Schluss wurde es dann leider etwas zu actionlastig wieder. Und, komm her, du. Widerlicher Schimmler. Okay, ja, das Ding hat schon ordentlich was drauf. Oh, der ist noch nicht tot. Na, ihr seid hartnäckiger, als ich gedacht habe, Jungs. Sie können Gegner schlagen, wenn diese taumeln. Ich glaube, da höre ich noch eine A wackeln. Ja, da ist er schon. Das kennt man ja aus Resident Evil 5 noch, dass man taumelnde Gegner schlagen kann. Kann ich da drauf treten oder so? Nee, schade. Mehr du. Also ich mag jetzt noch nicht am Anfang unbedingt verrecke. Das muss jetzt noch nicht sein. Okay. Aber man hört sie relativ gut, die Molded. Ich muss gerade noch mal ganz kurz was gucken in der Optionen, was die Audios angeht. Ja, okay, es ist alles... ja, lautest möglich. Sorry, wenn es dann etwas flüstern sollte. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch ein Problem im Hauptspiel war. Ob es zu sehr geflüstert hat. Aber ich hoffe, ihr hört alles klar und deutlich. Gott, dem habe ich den Schädel verbädelt. Das dürfte es gewesen sein, auch wenn der noch zuckt. Ja, der müsste sich jetzt gleich auflösen, der Widerling. Okay, da geht's noch weiter. Und da hinten ging es auch noch weiter. Dann schauen wir doch erstmal hier in dem Stoller. Ah ne, Quatsch. Dummkopf. Aber es ist auch mal wieder schön für mich, dass ich jetzt auch mal wieder mit der Facecam hier agieren kann. Hab ja ewig keine Spiele mit Facecam mehr gehabt, aber für Resident Evil 7, da gehört sich das einfach. Das gehört zum guten Ton, finde ich. Alles klar. Waschzup wahrscheinlich und Riesling. Oh. Oh, das klingt aber nicht so gut, wenn der Luki hier anfängt, eigene Süppchen zu kochen. Mit dem Material, was die Firma hier zur Seite, wollte ich sagen, was die Firma hier zur Verfügung gestellt hat. Das wäre nicht so gut. Aber klar, der Typ ist neugierig, der Typ ist krank im Kopf. Der hat höchstwahrscheinlich sehr diabolisches Vergnügen daran, solche eigene Experimente durchzuführen. Und sein Papa hat ja immer hier, jede Menge Landstreicher und andere Leute entführt, um die zu Molded zu machen. Da wird er schon gewissermaßen, mit dem Ganzen in Kontakt geraten sei. Außerdem hat er ein Heilmittel gekriegt, was arg schwache ist. Insofern könnte interessant sein. Könnte wirklich interessant sein. Hat Ethan hier möglicherweise noch ein bisschen Munition für uns übrig gelost. Und es ist etwas schade, dass ich hier keine Taschenlampe oder ähnliches habe. So ducke ich mich mit R3. Ja. Eine Handgranate. Okay, die können wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Irgendwann, so im Laufe der Zeit. Hier haben wir noch eine Thors Hammer. Das reizt mich auch unglaublich, das Ding zu benutzen. 3 Magazine habe ich leider nur mit dem Ding. Ja. Das arbeitet mit Laservisier. Schick, schick. Und... Sehr schön. Ich weiß aber nicht, wie ich normal zuschlagen kann. Das werden wir noch rausfinden. Ich denke, das werden wir noch rausfinden. Hallo? Oh. Den kennen wir wahrscheinlich. Der gehört wohl zu unseren Leuten. Servus. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. Der hat was am Hals. Ein Sprengsatz. What? That's not gonna happen. Ja. Oh, I wouldn't do that if I were you. Das ist ein Scheißkerl. Now, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! Ja. Das war der arme Sack. You don't follow me, and I don't bounce your head off the ceiling. Oh, the same goes for your little soldier brains, too. Adios. Muchachos. Das ist ein fertiges Arschloch.
Aber eins muss I'm man am picking up Losser. airborne spores. It's the E-type Mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Okay. Also eins muss man am Losser. Er ist klug. Es mag ein riesen Arschloch sein, aber er ist verdammt klug. Looks So. like you're clear of any contamination. You should head back and get that bomb on your arm deactivated. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Ja. Ist hier noch was? Ja, hier ist tatsächlich noch Grütze in der Luft. Kontamination. Na klasse. Wie gut, dass ich so Ganzkörperkondom trage, ne? Scheiße, also die arme Sau hat den Kopf weggefetzt. Der arme Sau hier. Der hat den Schädel weggerissen. Und Beckers Lucky, Your der ist hier oxygen noch tank is at 50%. irgendwo hier unterwegs. Okay, ich sollte zurückgehen wieder. Damit es wieder aufladen kann. Ich mag mich halt Forget about gründlich your oxygen umgucken. supply. Okay, das geht nur für eine gewisse Zeit gut. Und jetzt nochmal fix. Was ein Mistkerl. Aber er weiß auch, wie man überlebt anscheinend. Da komme ich nicht mit durch. Da muss ich dann tatsächlich do lang. Na gut. Ja, der Scheißer weiß definitiv, wie man überlebt. Hier ist immer noch. Your oxygen tank is at 50%. Alter. Ja, hier komme ich erstmal nicht mehr raus. Oh, Scheiße, das wird bitter. Schnell! Don't forget about your oxygen supply. Ja, Rotfelde, Chris, beweg dich, beweg deinen Arsch. Schmeiß dein Kadaver raus. Das war ja scheiße knapp. Ja, ich bräuchte mal eine Taschenlampe oder so. Habt ihr da nichts parat hier für mich, Leute? Also ganz im Ernst, das ist traurig. Taschenlampe ist doch so Anfänger-Sach. Also gerade als Soldat. Aber ich meine, der Chris Redfield, der ist wenigstens noch wehrhaft. Der müsste das Ganze eigentlich irgendwie relativ gut überstehen können mit einer ganzen Viecher. Ethan war ja ein Anfänger. Oxygen tank is at 50%. Also ein stinknormaler... Ethan war ja ein stinknormaler Bürger, sage ich jetzt mal. Und war klar, dass Deo nicht so gut ist im sich Verteidiger und dass der nur um sein pures Überleben kämpft. Aber Chris Redfield ist ja ein ausgebildeter Polizist und dann Soldat bzw. Söldner. Also der müsste eigentlich was drauf haben hier. Das ist dann eine ganz andere Hausnummer, die man hier spielt. So. Na klasse. Wieder kontaminiert. Und irgendwas stöhnt hier in der Gegend rum. Toll. Wahrscheinlich ist es noch der Wall Rider aus Outlast. Aber das ist so ein fetter. Könnte auch so ein fetter Molded sein. Your oxygen tank is at 50%. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Okay. Sorry, aber ich muss jetzt noch mal kurz rausgehen hier. Don't forget about your oxygen supply. Jupp, deswegen gehe ich jetzt auch noch mal raus. Aber ich mag mich halt gründlichst umgucken. Und noch ist die Luft hier sauber. Aber ich würde auch sagen, ich mache heute die Episode auch ein bisschen länger. So 25 Minuten sollten eigentlich schon drin sein heute. Ansonsten 20 Minuten Episode sind wieder in Ordnung, glaube ich. Und ich denke für den Rest so gute 20 Minuten Episode sind solide, denke ich. Und für heute einfach mal ein bisschen mehr. So, geht's dann hier nicht hoch, oder? Ah doch, es geht sogar runter. Oder? Chris, we Ja, finished das geht runter. analyzing the data we intercepted from Lucas. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Ja, You sure you just don't want to recruit him? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. ja, I klar. know it must be difficult, and to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure, whatever. Das kann ich ja nur vollziehen. Ich meine, Chris Redfield war ja
sehr schon von Anfang, also der war von Anfang an schon involviert in den Kampf gegen Umbrella. Und es ist absolut verständlich, dass der Typ hier misstrauisch ist. Deswegen hat mich das schon gewundert, dass Chris Redfield bei Umbrella mit dabei ist. Flintenmunition, ausgezeichnet. Na dann bin ich immer gespannt, was uns hier erwartet, außer ein paar Molded. Aber ich hab's echt gehofft, dass Not a Hero das zum Thema hat, dass Lucas Baker hier gejagt und dingfest gemacht wird, dass auch wirklich mit deiner DLCs hier die Story von Resident Evil 7 nochmal absolut beendet wird. Da habe ich echt drauf gehofft, weil Not a Hero kümmert sich dann sozusagen um Lucas Baker, der einzigste wirklich bösartiger von der Bakers, der auch ohne Injektion absolut bösartig und psychopathisch drauf war. Und dann das andere End of Zoe befasst sich dann wohl mit Zoe Baker noch. Und ich hoffe, sie hat's überlebt. Ich hoffe es wirklich. Es sah ja eigentlich nicht so aus im Hauptspiel, als ob sie es überlebt hätte. Die ist ja beim Schiffswrack wohl schä weggezerrt worden. Das war's dann mit ihr. Huch, wie geht? Also wir haben jetzt so ein paar Dinge anscheinend, die wir machen können. Ein paar Wege, die wir gehen könnten. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Das ist auch nochmal ein Schacht. Und, schön. Hier können wir speichern. Jupp, ich will hier speichern. Das passt mal ganz gut in den Kram. Und hier ist noch die obligatorische Truhe. Da können wir ja auch schön hier das Zeug reinsetzen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Und Arzneispritze können wir aufbewahren, falls mal wirklich was sein sollte, damit ich wieder was hab. Das wird wahrscheinlich wie dieses Erste-Hilfe-Spray sein, von der Wirkung her. Schätze ich jetzt einfach mal so ganz mutig. Das wird wahrscheinlich das mutigste sein, was ich hier in dem ganzen Spiel mache. Ich meine, ihr kennt mich, ihr habt gesehen, wie ich durchs Hauptspiel gezittert bin. Vor allem die Margaret Baker fand ich unglaublich gruselig, die alt. Alla hopp, dann gehen wir doch erstmal durch... Wobei, da habe ich mich da nicht umgeguckt. Da mag ich auch noch mal gucken. Oh, Stargate ist auch hier. Schön. Hat der Lucas Baker hier Stargate gebaut. Ja, aber ist vielleicht auch noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Eine Handgranate. Die ist lustig. Eine Handgranate, die ist schön. Ja, da bräuchte ich nochmal Münze für das Zeug. Steroide sind hier. Eine Stabilizer steht hier. Und hier Steroids. Okay. Also Steroide haben wir hier und einen Stabilisierer. Das könnten wir uns dort für kühle 5 Münze bzw. 3 Münze leichter. Klingt doch nicht schlecht. Na gut. Was ist in der Tor Nummer 1? Ich hoffe nicht der Zonk. Nachtsichtgerät erforderlich. Ja, es ist der Zonk, der hinter. Okay. Es hat mich schon gewundert, warum ich gepopliche Taschenlampe habe. Ich meine, für so ein Sondereinsatzkommando, du wärst da zumindest gebraucht, wenn man dann eine Lampe drauf setzt auf ihren Helm. Huch, was ist dann das? Ich weiß nicht, was das ist. Soll ich nur Handgranate rein? Das kannst du hier nicht verwenden. Okay. Sowas? Nö, kann ich auch nicht. Wahrscheinlich brauche ich einen Schlüssel oder Medizin oder sowas. Nicht Medizin, Schlüssel oder Münze, so rum. Gut, die Handgranate packe ich erstmal dort hier. Na gut, für das brauche ich ein Nachtsichtgerät. Das scheidet schon mal aus. Das war der Zonk. Hier ist noch was. Das ist hell erleuchtet. Schauen wir uns doch das mal an. Sagst du Tante Rodi. Oh, das war so geil. Wieder dieses Feeling einfach. You okay in there? Oh, ein anderer Kumpel. Redfield? Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Okay. Gut, einen Kumpel haben wir wieder gefunden. Ja. Wie gesagt, das Lied mit dem Lied wieder einzusteigen war alle schon so absolut Bombe. Das hat mir schon tierisch gut gefallen. Und was ich auch noch sagen wollte. Ups. Oh. Was ich auch noch sagen wollte. Ich werde nicht wie beim Hauptspiel letztes Mal und das nächste Mal einsetzen. Das lasse ich hier einfach mal gut sein. Ich finde es... Ja, es hat leider nicht so viel gebraucht. Die einzigsten Leute, die sich doch, glaube ich, positiv dazu geäußert haben, waren der Kai und noch jemand. Aber ich weiß es echt nicht mehr, wer es war. Aber ja, es ist einfach mordsmäßig viel Arbeit, um ehrlich zu sein. Also die Erwit möchte ich mal jetzt auch nicht unbedingt nochmal geben.
nur um dann nochmal so ein kleines Intro zu machen. Und ich glaube, es wäre sowieso geschickter, wenn dann eigentlich nur ein letztes Mal einzufügen. Oh, hoppla, da sind noch ein paar mehr von euch. Dann nehme ich mal hier den Thors Hammer. Ach, das ist eine Flinte. Das ist eine Flinte und okay. Maschinengewehr. Ach so, so, das ändert natürlich alles. Holly, hallo, hallöle. Bist dann du für ein Feiner? Gell? Scheiß Typ. Aber das schreit hier noch Arena-Kampf. Ups! Hoppala, der ist ein bisschen zu no komme, der Kerl. So, noch der Schädel weg. Ach du Scheiße, hier geht's aber echt ab. Ob wir das doch noch schaffen in der 25 Minuten Grenze? Ich glaub's eher nicht. War's das erstmal mit euch? Oh oh. Da ist noch... Ach, das sind noch die Klenner. Ist hinter mir noch was? Nee. Gott sei Dank. Okay. Na gut. Alter Hopf. Aller Hopf. Das dürft's gewesen sein hier. Arzneispritze gibt's auch noch. Aber ich höre hier immer noch irgendwas durch die Gegend schlapper. Also ich glaube, ich bin nicht alle. Da ist noch was. Eine antike Münze. Sehr schön. Ich mache das Feld am besten nochmal klar, bevor ich weitergehe. Also ich finde, das sollte auf jeden Fall noch als Abschluss hier drin sein für die erste Episode. Ah, das war ein schöner Kopftreffer. Gut, Yankee hat's noch drauf. Yankee kann noch Zieler, das ist gut. Ja, Handgranate hätte ich natürlich auch reinschmeißen können. Zahnrad. Das schreit doch noch erst im Rätsel. Okay, sehr gut. Das freut mich natürlich. Pistole-Munition ist auch sehr gern gesehen. Freut mich natürlich, wenn ich hier noch ein bisschen was reißen kann. Ist man dann doch noch ein Zellenschlüssel. Aber... Wer hat's gedacht, ja. Wer hätte es gedacht, dass es so glatt geht? Kein Mensch natürlich. Lucas Baker macht hier nach wie vor seine kleine Streicher und sein kleiner Spielchen. Okay. Gut, aber bis do dürfte die Arena eigentlich gesichert sein. Ich bin hier alles nochmal durchgegangen, habe alles nochmal angeguckt. Ich denke, das läuft jetzt soweit. Hier ist noch was. Eine Kurbel. Okay, dann dürfte ich alles haben, um das Ding zu reparieren. Aber das wird wahrscheinlich wieder was triggern. Nervengift-Handgranate und noch eine. Ja, was sind denn das für Dinger? Nervengift-Handgranate. Eine Handgranate, die ein lebendes Gas verströmt, das Gegner in der Nähe betäubt. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Okay. Da würde ich aber definitiv sagen, bevor wir jetzt wieder auf die 30 Minuten zusteuern, dass ich hier an der Stelle hier zwischen der und Angel sozusagen meinen Cut mache. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play. Nicht morgen, Quatsch. Es tut mir leid. Ich bin auch so drin in den normalen Formulierungen, die ich sonst habe. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder bei Let's Play Resident Evil 7 Biohazard DLC Not a Hero auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Iron Yankee.